Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, wir haben jetzt soweit alles geregelt. Das Einzige, was wir noch machen sollten, ist, dass wir uns noch gegen Wasserattacke schützen sollten. Absorbiert Schatten, neutralisiert Erde. Also irgendwas, was Wasser absorbiert, wäre gar nicht mal so schlecht. Schatten, Wind, Himmel. Kaiserrobe lassen wir mal für ihn. So, jetzt gucken wir dann nochmal, was. Heiliger Hut, ja. Das ist gerade so kracht. Verstärkt Angriffselement Wasser. Halbiert. Nee, ich könnte irgendwas gebrauchen, was Wasser absorbiert oder neutralisiert. Verstärkt. Nee. Halbiert die Effektivität. Na, also eigentlich sollten wir uns irgendwie vor Wasser schützen, wenn es geht, gegen dieses Ding. Gegen das wir da antreten. Moment. Hat Steiner irgendwas in der Art? Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Helm von Hikaru Genji. Alles klar. Was wir auf jeden Fall an Abilities haben sollten, wäre, dass wir uns mit Thermometer schützen. Das müssen wir auf jeden Fall drin haben. Thermometer ist gut. Der Recht von dem Gedöns, es werde Licht. Ah ja, genau, das war das, verhindert blind. Felsenfest können wir durchaus drin lassen. Der Konter finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir den mal wieder drin hätten. Und ansonsten der Rest nochmal von der Crew. Gift und Galle, Urschrei lassen wir die Ammo drin. Felsenfest ist auch nicht so verkehrt. Thermometer hat er A drin. Jetzt muss ich aber gerade mal bei MP50. Ah, MP-Verbrauch im Kampf wird halbiert. Ja, gut. Hat die Aussage tatsächlich gestimmt. Realtek 93 hat mich nämlich darauf hingewiesen, freundlicherweise, dass das Ganze wirklich nur halbiert. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar drum. Ebenso wie Realtek 93 mich auch darauf hingewiesen hat, dass die Ability Räuberseele von Zidane die stärkste ist. Fügt physischen Schaden zu. Das liegt daran, dass es extrem viel Schaden macht, je nachdem, wie viel Zidane erfolgreich geklaut hat. Realtek 93 hat sie mir gesagt, es müsste 416 Mal der Fall sein, dass sie dann erfolgreich klaut, damit das Ding immer 9.999 Schaden macht. Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank für den Tipp, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Okay, Steiner. So, jetzt gucken wir, dass wir dich nochmal hinkriegen. Thermometer ist drin, es werde Licht, ja gut. Wir packen doch lieber nochmal Ability up mit rein. Und dann fehlt nur noch Lilly zum Schluss. Okay, Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so drin. Ich denke, da sind wir relativ ordentlich geschützt. Klar, Wasser absorbierend wäre nicht schlecht, aber ich denke, wir kommen durch das Vieh auch so durch. Wobei, wenn wir jetzt schon die große Runde machen. Und bei der Hüte haben wir ja geguckt. Da war was. Halbiert Wasser. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres hier. So, wurde von den Ninja getragen. Keins Armreif. Ja, ist doch so ein typischer Ninja-Name. Kein, ne? Ja, okay, Ninja-Gewand. Kälte. Das war was mit Wasser. Halbiert die Effektivität des Angriffselements Wasser. Ja, ich bin doch einfach nicht so... Ach, ich weiß ja nicht. Wie sieht es dann bei dir aus? Das geht mal nicht. Da haben wir ja genau dieselbe Gedönse. Nee, komm. So what? Drauf geschissen. Wir werden mit dem Chaos des Wassers schon ach so fertig. Soll es hieße, dass Gaia früher mal ein großer Ozean war? Woher weißt du das denn? Ich weiß es ja gar nicht. Aber ich hab's nur irgendwie in meiner Erinnerung, das Aussehen von unserem Planet. Ich weiß, dass es zu einer Zeit lang vor meiner Geburt war. Und außerdem wurde ich auf Terra geboren. Trotzdem besitze ich Erinnerungen an einem mir unbekannten Planet.
Und ich weiß es, ach, Gaia war früher endlich das großes Meer. Ach, ich scheine die Erinnerung zu besitzen. Genau wie alle. Ist es also, dass früher mal alles ends war? Ich weiß es einfach nicht. Ja, zusätzlich hat mich noch Realtek93 auch noch drauf hingewiesen, als absoluter Final Fantasy 9 Crack. An der Stelle, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Ich finde sowas großartig, dass Leute auch so versessen auf das Spiel sind wie ich und du so richtig in der Materie drin sind. Da bin ich auch um jeden Tipp und um jeden Hinweis dankbar. Das vom Erdwächter, vom Erdchaos. Ich, Aquaton, herrsche das Wasser. Neuer Reiswind hier. Okay, dann schauen wir doch mal, wie wir dich hier kriegen, du Widerling. Ah, stimmt. Nee. Ich weiß, der versucht jetzt hier mit Sorbet Mist zu machen. Ich darf ihn jetzt richtig drauf hauen. Ich muss mich erstmal um den Mistkerl so kümmern, aber er hat ja noch Tentakeln. Ja, genau, worauf mich Realtek93 gebraucht hat, Genji-Helm geklaut, cool, ist, dass vorm Erdchaos noch Vivis beste Waffe versteckt sein soll. Das heißt, da werde ich mich auch nochmal genau umgucken. Das habe ich nie genau gesehen, wie viel das an Schade gemacht hat. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufmerksam sein. So. Was ein ekliges Vieh. Kein Wunder, dass man das Vieh nicht gesehen hat damals bei der bei der Elementschreine. Ziemlich hassenswertes Vieh. Magierrute geklaut. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt gucke ich nochmal genau drauf. So. Der gibt's auch nicht auf hier, der widerliche Furiko. Soll er ruhig machen. Alter, ist der widerlich, aber schon irgendwie sehr cool gemacht, finde ich. Eigentlich wie jedes Chaos, außer das Erdchaos. Das finde ich etwas misslungen, muss ich sagen. Ui, 9999 hat's gemacht. Cool. Ja, das Erdchaos finde ich irgendwie etwas misslungen. Der Todbringer hieß der. Den finde ich nicht so passend. Ich finde, da gibt's weitaus passendere Wesen, die man für Erde hätte nehmen können. Und ja, nicht sowas halt. Nicht so ein Schädel, so ein Untoter. Der passt nicht zur Erde. Da hätte man genauso gut einen großen Golem oder irgendwas in der Art nehmen können. Ui, wie macht aber auch gut, schade. Sie dann, klau doch mal endlich was mit dem Kerl hier. Und er gibt den auf mit seinem so. Ach Gott. Ich hoffe, euch gefällt auch meine Synchro, die ich mir immer so jeweils für diese Wesen denke. Beziehungsweise für die Charaktere. Ja, Diebstahl, Fehlschlag, jetzt fängt's an. Weil ich versuche hier immer so authentisch wie möglich zu sein, wie ich mir die Stimme so persönlich vorstelle. Von den Wesen. Eine Sprachausgabe kann du natürlich sehr viel Illusionen rauben. Von Spielen, die möglicherweise mal ursprünglich wie Final Fantasy hier ohne Synchro gelebt hätten. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man das bei anderen Let's Player sieht, wie die dann die Stimme machen. Wenn sie es dann machen. Das ist für mich persönlich auch immer ein riesiges Kriterium, ob ich einem Let's Player zugucke oder nicht. Wenn der bei solche klassische Spiele oder die Let's Playerin bei solche klassische Spiele die Stimme individuell gestaltet. Das ist für mich immer sehr wichtig, weil ich finde, es bringt einfach Leben in die Bude. So, sie dann. Klauen wir noch der Rest. Okay, der andere Tentakel ist auch kaputt. Jetzt bleibt nur noch die fette Koala übrig. Oh, jetzt landet der Schocker bei ihm. Da macht er bestimmt gut Schade. Jo, Steiners Schocker ist definitiv eine von der stärksten Attacke, die wir so drauf haben. Verfehlt aber. Okay, vielleicht macht er jetzt Kiss auf B mehr, nur weil ich jetzt... Ah ja, okay, Vasgar, das trifft dann alle. Das ist dann der Wasserzauber auf alle. So könnte ich mal Vitra auf uns alle wirken. Einfach mal so, just for fun, damit unser Weißmagier auch mal was zu tun hat. Ich muss mich jetzt leider am Riemen reisen erst einmal. Bis ich da alles geklaut habe von dem Hansel. Von dem Fischkorb hier. Und wieder. Na okay, ich hätte vielleicht die Tentakel nicht nehmen sollen. Das war vielleicht etwas dumm von mir. Oh, das zieht eigentlich an und schlecht ab hier. Sieht dann dummelt dich. Und wieder. Verfehlt aber dort dabei, schön.
Ah, Mann. Ja, ich heile einfach nur sicherheitshalber hoch, damit die Weißmarkerin auch was zu tun hat. Immer Regina ist halt schon sehr hilfreich. Auto-Hast wäre natürlich auch ziemlich geil. Das hätte ich vielleicht bei Zidane aktivieren sollen. Dieses immer Hast ist durchaus auch extremst praktisch. Komm schon. Aber mir fällt jetzt auch keine andere Gegenstände außer die Hermestiefel von Hardesei, wo ich immer Hast hätte kriegen können vorher. Soll ich jetzt mal Vivi heilen? Dann sieht es nämlich nicht mehr so gut aus. Ob sie dann jetzt klauen nochmal das letzte bisschen von dem Fischkopf. Damit man auch wieder durchkommen und weitermachen können. Ich hätte wirklich die Tentakel lassen sollen. Da hätte er nur so B gemacht, was nichts bringt. Peitscht wieder. Das macht das. Das macht das sogar getroffen. Fischi, Fischi, das gefällt mir nicht. Ja, uff. Oh, jetzt hat er dann tot gekloppt. Tot gepeitscht. Scheiße. Da holen wir halt wieder zurück. Und du, schmeißt mal Äther auf ihn. Nicht Äther. Elixier natürlich. Gut, das kommt sogar durch. Dann kann sie dann nochmal klauen. Bitte klau endlich, Kerl. Klau das bisschen noch, was wir haben. Wie drauf, alle? Ja, wie gesagt, was das Ganze angeht, Genji-Helm habe ich geklaut, den habe ich ja eigentlich schon in meinem Besitz. Ja, also nicht. Und Magierrute. Da können wir dann später nochmal gucken, was das so Schönes bringt. Oh, wow, wow, das tut doch weh, du Froschkopf. Aber die Heilung bringt jetzt auch was. Jetzt kann er zumindest kein zweites Mal totgepeitscht werden. Dann kommt er wieder arg schwabbelt. Und hat versucht, Steiner mit seinen Tentakel voll zu grützen. Halt's nicht. Halt's da nicht. Die machen es aber auch als immer schwer, die Viecher. Wie ich schon so oft gesagt habe, bei Final Fantasy IX ist die eigentliche Kunst, dass man so lange überlebt, bis man alles geklaut hat und nicht der Schwierigkeitsgrad der Gegner an sich. Der wahre Schwierigkeitsgrad besteht dort drin, er wird durchgegrützt und jetzt kommt er immer wieder durch. Besteht dort drin, dass man bis zur abgeschlossenen Klauphase durchhält. Hopp, sieht dann, alles wart auf dich, Kerle. Ja, wir können es ja schon mal vorbereiten, damit die anderen zwei auch nicht ständig durchhocken und nichts zu tun haben. Ja, Zidane hat jetzt auch noch Trance-Zustand verballert. Na klasse. Zidane, wenn so gut wärst und Klauer würdest erfolgreich, dann könnten wir auch das Ganze ordentlich nutzen. Ja, natürlich nicht. Aber er kriegt einfach mal auf die Schnut. So. Einfach mit Erfolg Klauer. Und dann kriegen wir das auch hier. Ah. Jetzt ist er auch bei Steiner durch. Guck mal, aber jetzt hat er sich einen mächtigen Feind gemacht. Aber Steiners Trance-Zustand können wir wenigstens rauszögern mit seiner Angriffe. Der haut nämlich auch so ordentlich rein. Wenn er stinknormal angreift. Wir können ja mal gucken, wie viel. Er steht ja noch relativ am Anfang von seinem Schadenspotenzial, der gute Aquadon. Und wenn es ihn zerrobt, da hat es ihn halt zerrobt. So viel, wenn man da auch nicht verpasst haben an Gegenstände. Ja, steht hier noch. Den müssen wir ja nicht so zart anpacken. Ja, jetzt kommt auch bei Vivi durch, aber Vivi hat jetzt ziemlich gut die Abwehr. Ja, okay, die Heilung kommt jetzt auch etwas zu spät, aber jo, wenigstens kann unser kleiner Mann davon profitieren. Sie dann wärst so nett. Ja, als wieder. Das kotzt mich an. Wenn diese Biester einfach den Kampf rauszögern, ja, können wir Vita einfach nur machen. Weil sie sich nicht beklauen lassen. Das ist ätzend. Steiner. Und? Uiuiuiui. Ja, Steiner macht doch auch im Trance-Zustand extrem gut Schade. Heieiei. Was ist ständig räuspert, ist auch ätzend. Ich habe jetzt bewusst auch nur Vita gemacht, weil wir uns ja eigentlich durch die Zeitverzögerung, bis es wieder zum Angriff kommt, mit immer Regenar immer ordentlich hochheilen können. Oh, jetzt geht aber mal echt auf das Senkel hier. Aber
nerviges Vieh. Das ist schon etwas nervig. Immer noch Fehlschlager. Jetzt dürfte auch der Trance-Zustand, ja, ist noch nicht weg. Okay. Und mit dem letzten Trance-Zustand klauschst du. Und du machst mal Vitra auf Zidane einfach nur. Bevor uns der arme Kerl hier noch vom Stängel fällt. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist doch zum Mäusemelker. Das ist doch echt zum Mäusemelke hier. Klau weiter. Trance-Zustand worden wieder verschwendet. Okay, der ist wieder auf dem Damm. Wenn dieses Mistvieh dann auch nicht irgendwie 30 A-Griffe hintereinander gefühlt hätte, wird uns das alles auch sehr viel leichter machen. Ah, Mann! Sieht dann, du Hohlbeitel. Konzentrier dich mal. Konzentriere, klaue, weg. Ja, vielleicht ist es Motivation für dich, wenn du gepeitscht wärst von so einem Widerling. Also nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann machen wir Vigra auf sie dann. Na, natürlich, komm. Klar, selbstverständlich ist das Vieh noch vorher dran. Mann, oh Meter. Ist das ätzend oder ist das ätzend? Okay, Steiner, haben wir Phönixfeder. Das haben wir jetzt total verschwendet. Das kotzt mich ja. Wenn das Vieh jetzt Waska macht, dann war es das wieder. Selbstverständlich macht es das. Müssen wir halt Engel wieder auf sie dann so machen, weil das wird ihn umbringen, genau. Mach du mal halb... Nee, du verschwendest nichts in deinem Trance-Zustand, garantiert nicht. Vivi kann sich selber High Potion geben. Und sie dann überlebt das nächste Waska, so nach dem Schema. Flaugfälligst. Ich hoffe, okay, so müsste auch ein Tentakelhieb aushalten. Jetzt machen wir mal Vigra auf alle. Ja, 900 im Durchschnitt zieht es bei sie dann ab. Ja toll, jetzt sind die anderen zwei auch noch im Trance-Zustand. Super! Schön, wie wir hier die Trance-Zustände verschwenden. Also ich mache jetzt noch die Runde und die nächste Runde. Wenn er dann nicht geklaut hat, ist es mal sowas von absolut Schnupper. Ich will ganz... ja, ich verschwende eh schon die ganze Episode an den Krötekopf hier. Kotzt mich ein bisschen an, wenn es mit dem Klauen nicht so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, Chance gebe ich da noch. Dann mache ich einfach All-Out-War hier gegen das Vieh. Klaue. Genug kann die Scheiße abgehen. Vivi macht zweimal Flair auf den Hansel. Und Steiner kloppt drauf. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Okay, er hat mal sie dann seit langem verfehlt. Ja toll, Diebstahl ist mal wieder fehlgeschlagen. Garnet bleibt in der Reserve. Und sie dann klaut weiter hier. So. Vivi wird so wahrscheinlich ab 10.000 Schade hervorrufen können. Wenn er im Durchschnitt so bei 5.000 Schade ist mit Flair, was extrem gut ist, wie ich finde. Der Zauber bringt es auf jeden Fall. So, dann dürften wir da über 10.000 kommen. Jawohl, 10.028 Schade oder so. Oder 10.030 Schade oder so um den Dreh dürfte es gemacht haben. Gut, Vivi ist auch verfehlt. Und Steiner hat ihn kaputt geschlagen. Jetzt ist mir egal, was das dabische Vieh gebraucht hat. Mistvieh, blöde Kröte. So, genug flucht. CAP bringt er, Penicillin wird von Steiner genannt und eine Phönix-Downer hat er noch parat für uns. Genji-Helm können wir uns so wie gesagt sparen, aber die Magierrute mag ich mir nochmal angucken. Achtkant, okay, dann ist Magierrute höchstwahrscheinlich was für sie, oder? Ja, genau. Vigra, Prothese und Shell, aber das brauchen wir nicht. Okay, okay. Genug geflucht, es geht weiter. Oh. Aber
echt geil gemacht. Der Ort der Erinnerung ist generell sehr cool gemacht. Vergänglichkeit hieß der Ort hier. Für das andere Biest können wir uns immer Levitas zulegen. Da können wir dann Thermometer raushauen. Und eigentlich auch felsenfest raus, damit wir immer Levitas nehmen können. Muss ich gerade mal gucken. Ja gut, felsenfest kann dann für sie dann noch drin bleiben. Aber immer Levitas hätte ich ganz gern drin. Immer Levitas hat Steine 8. Da können wir dann das Thermometer und Gift und Galle raushauen. Dann kann er dafür immer Levitas kriegen. Und läuft soweit, ne? Ja. Du hoschst das gar nicht. Okay, na gut. Gar nicht hat die Fähigkeit, gar nicht. Was zu tun? Ah, okay. Können wir doch gleich mal Zelte hier. Es lohnt sich doch immer wieder, sich in der Umgebung umzugucken, ihr liebe Leute. Und da ich hier speichern kann, würde ich doch auch glatt sagen, dass ich hier mein Cut setze. Und wir sehen uns dann wieder morgen zur Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Sorry, wenn das halt so rausgezögert war ist mit diesem blöden Aquadon. Aber ja, manchmal hängt einfach der Wurm drin beim Klauer. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Ayan Yankee.